Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Ministerisch, wieso die Member aus unserer Partei und als Nabelsgruppen an den letzten Tagen zu der großen Challenge als ganz einfach den CO2-Ruf zu kriegen, nicht mehr und nicht minder. Und dafür stimmen wir heute das Gesetz, Klimagesetz oder Klimaschutzgesetz oder wie noch immer will nennen. Und das ist ein von den wichtigsten Gesetzen überhaupt, fand ich. Das ist ein von den Gesetzen, auf die ich mich persönlich am meisten gefreut habe, weil die Urgence offensichtlich ist. Und froh ist also nicht, ob das Gesetz wichtig oder richtig ist, wir entschieden das, ob das Gesetz hilft oder nicht genug hilft, für das große Ziel zu erreichen, den CO2 zu reduzieren und das Klima zu schützen. Und erlaubt mir Erich Dorup sagen, dem Rapporteur vielmals Merci zu sagen, für seinen exhaustiven schriftlichen Rapport und noch seine mündliche Erklärung noch just hier im Pult. Die große Challenge ist ganz einfach den CO2-Ruf zu kriegen. Und der Approche, die wir als CSV vis-à-vis von dem Challenge der Herausforderung wählen, ist froh, wie ist das realisierbar und wie kriegen wir eine Lenkungswirkung hin. Und natürlich, Fremreise über ambitionierte Ziele. Und natürlich, Fremreise über die weit verbreitete Überzeugung, dass wir keine Schwamm mehr haben, ob oder ob nicht mal politisch ganz dezidiert aktiv gehen, für das Klima, für den zerstörerischen Einfluss vom Menschen zu schützen, das alles ist für uns eine klare Evidenz. Und natürlich, also für uns selbstverständlich, dass es nicht um irgendein ganz klein politisch Fragen auf viele andere geht, es geht um eine von den grundlegendsten Fragen überhaupt. Es geht um Leben, an Überleben, an die Bedingungen dafür. Und ganz selten sind ich als relativ jungen, neue Politiker, den Eindruck, immer als Politiker die Verantwortung für Entscheidungen über Leben an Überleben zu treffen. Und das heute ist heute der Fall. Hi, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es um immens Fundamentales. Und das ist mir wichtig, das zu betonen. Auch unter der Gefahr, dass wir vielleicht zu pathetisch klingen, wenn wir darin betonen, weil wir sind trotzdem immer noch an der viel größer Gefahr, den Challenge nicht seriös genug zu holen, weil wir als Lützeburg nicht so stark betroffen sind wie Länder mit Wüstebildung, wie Inseln mit niedrigen Höchstmetern über dem Meeresspiegel oder wie Gegenden mit Permafrost oder genau dem Kontra mit Buschbrennen. Wir haben zwar auch verheerende Überschwemmungen oder immer mehr Hitzedigkeit zu Lützeburg, aber solange als weltweit Vernetzung Bilder von den anderen Katastrophen als Häuser bringen, so weit bleibt die Gefahr groß, dass wir sie heute zu Lützeburg weiter schätzen. Das ist also auch ein Thema, das es herausfordert, prospektiv, encouragiert, an als eigene Zukunft zu gucken. Und das ist auch ein Thema, das vor uns stellt, ob wir bereit sind, global, international und weltweit zu denken. Oder ob wir lieber als eigene Fälle an Drischen bringen und dann hoffen, dass die anderen schon Klima auf Pierkaste retten, weil es dann nicht geht. Das ist also ein Challenge, die ganz deutlich von uns verlangt, das was der Philosoph Hans-Jonas Senker Prinzip Verantwortung nennt. Wir sind verantwortlich. Wir gehen plädiert responsabel. Nicht als echt schuldig, wir responsabel. Sicher auch zum Teil schuldig, wenn wir schwätzen über den Teil vom Klimawandel, den Menschen gemacht haben, und nicht über den natürlichen Klimazyklus von unserer Erde. Wir sind responsabel. Wir haben eine Response zu geben, eine Antwort auf diesen Challenge. Und außerdem, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, also den Challenge den absolut dringend ist. Es tut mir leid, wenn wir auch als parlamentarischen Obdruck ähnliche konnten, auszurufen, so sind wir trotzdem an einer Urgence Klimatik. Das ist evident, das ist urgentement urgent. Aber vielleicht muss man es nicht auf der Zunge zergehen lassen, dass Millionen von Jugendlichen auf die Straße gehen. Als das Beste, was uns als Politiker und Politikerinnen geschehen kann. Wenn wir es irgendwann einmal vorgestellt haben, was viele Leute denken, hier ist es. Aber wenn wir uns irgendwann einmal vorgestellt haben, was die Jungen dann überhaupt noch von uns erwarten und ob Politikverdrossenheit sich schon gelähmt wird, dann haben wir hier ein klarer Antwort, einen klaren ultimative Gegenbeweis. Natürlich sind nicht alle Guten, die Jugendlichen, und natürlich hätte mir jetzt wahrscheinlich auch Sachen ähnlich gemacht wie sie. Aber wir müssen uns de facto auf der Zunge zergehen lassen. Sie rüsseln uns, als sie erwarten wenigstens noch etwas von uns. Aber wir dürfen das nicht nur gut finden, weil wir dann hoffen, von ihnen gewählt zu gehen. Wir müssen nicht richtig gut finden, weil ich meine, dass sie absolut recht tun.
Ma Message an noch mat der Aderweis, an der Mengen an überhaupt Kisinn hin her no irgendwen dat Nuss zu reiben, soviel Verpackungen vu Fastfood hat an der Stroß gelehen, als sie wäre selber net kohärent, dat das Blödsinn, so gut wann dat woer wär, misst man als verantwortungsbewusst Politiker, Politikerinnen vorstellen, as die Revendikation richtig. An ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sie ist absolut richtig, absolut richtig. An Evergens, wann Leute aus alle Generationen wissenschaftlich befroht, nur vollziehbar ugin, was am meisten beschäftigt und am meisten in Angst möchte, das immer beim Thema Klimawandel. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist der Kontext von unseren Bemühungen, mit einem Klimaschutzgesetz Klima zu schützen. Das ist ein Challenge, die nicht nur ambitioniert muss sein, aber ohne Aufstricher prioritär. Und das ist absolut dringend an den appelliert als Verantwortung für das eigene Leid, auch für das Welt, auch schon auch für die Zukunft. An andere wieder, das ist ein richtig nachhaltiger Challenge, den man diesem Gesetz richtig aufhängt. Aber, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich froh, die wir als CSV immer stellen, dass die heute hilft das Gesetz wirklich, das große Ziel zu erreichen. Und das ist leider nicht so klar und so sicher, wie wir es wünschen geben, dass es wäre. Wir lassen mich mal hier aufhängen. Wie kann ein Klimaschutzgesetz helfen, Klima zu schützen? Hier sind 4 Prinzipien, von denen ich meine, dass sie fundamental sind, an denen ich das Klimagesetz muss will. Das erste Prinzip, wir müssen klare Ziele haben mit einem ganz detaillierten Plan d'Action. Und detailliert bedeutet, dass jeder noch jeder Sektor genau weiß, warten bis wenig, wie zu leisten hat, und wen dabei geholfen kriegt. Prinzip von der Planungssicherheit. Das zweite Prinzip, das Klima geschützt wird, also das CO2 vermieden wird, als Teil von einer viel mehr größer Frage, ob was für einen großen Fuß leben wir gerne als Gesellschaft. Und da geht es dem ganzen Gesellschaftsmodell in Hand durchsteht. Es geht also nicht allein um den CO2, es geht um eine viel mehr große und breite Strategie. Und das dritte Prinzip, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Politik muss nicht nur ambitioniert sein, sondern auch umsetzbar. So dass der Papaya nicht wert, ob dem sie Mesure schreibt und froh bleibt, wie kriegen wir die Leute an Boot? Wie ist es umsetzbar? Weil wenn ihr nicht umsetzt, dass sind es Leute, Bürger, Salarien, Entrepreneuren und so weiter und so fort. Und das vierte Prinzip, wenn wir von den Leuten schwätzen, da schwätzen wir von Eisen an ihre Zukunftschancen. Packen wir zu Lützeburg, Wirtschaftssektoren an Arbeitsplätzen zu schaffen, die von sich aus dazu beitragen, dass das Klima geschützt wird. Sind wir wirtschaftlich fit für die Zukunft? Sind wir innovativ? Verbannen wir mit Klimaschutz eine Vision? Oder anders gefragt, können wir zum Vierreiter gehen, weil wir die wirtschaftlichen Opportunitäten erkennen? Etwas, worauf die Chambre de Commerce dem uns beim PNEC an noch Fidel schon hier gewesen und an Chambre de Commerce übrigens auch das Kehr. 4 Prinzipien, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, klar, global, umsetzbar und visionär. Und darum will ich das Gesetz losen. Zum ersten Prinzip, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich ist es bald schon ein Leier. Mit dat, weil es zu Recht von allen Menschen immer gesucht wird, wie die Pnecke rauskommen, von alle Seiten kommentiert, dass Großziele nicht springen, weil keine konkreten Mesuren andurchstehen. Bei diesem Prinzip geht es also um nichts Ernstes wie um Planungssicherheit. Am Allgemeinen vermissen Chambre des Salariés und Chambre des Fonctionnaires an ihren Avien nicht zum Pneck mit zu diesem Gesetz wohlgemerkt den konkreten Inhalt. Und das war. An diesem Gesetz stehen eine Reihe ganz konkret Sachen und der Rapport hat sie gerade für drin abgezählt. So gehen am Exposé die Motiv 4 große Leitlinien am Detail beschrieben. Es gibt noch 5 Sektoren definiert. Umfang war die Schaffung von 3 Organen 4 gesehen, von denen der 2 überlebt und den Observatoren Plattform. Es gibt eine neue Klimafonds geschaffen, an die nötige europäische Direktive genommen gesagt. Das ist gut, mir war das immer noch fehlt. Das sind die klaren sektoriellen Ziele, die am Artikel 5.4 gesehen sind. Natürlich kann man argumentieren, dass in einem Reglement Grand Ducal Werte stehen und dafür technisch überhaupt nicht zu diesem Satz gehören. Aber logisch gehören sie zu dem Gesetz, was wir heute noch mit aufstimmen. Weil die sektoriellen Ziele wann nicht so gut das Herzstück vom Klimagesetz sind.
Dafür mussten sie am Gesetz selber viergelöscht gehen, weil sonst das ein Schreiben von einem Blankoscheck, dass sie blind day zu stellen, nicht mehr das voll mal vier. Das Klimagesetz ist nicht komplett. So hat Chambre de Commerce geschrieben, si les objectifs environnementaux nationaux doivent être ambitieux et à la hauteur des enjeux, il est toutefois essentiel de les définir de manière raisonnée et réaliste afin d'éviter tout étranglement économique et en concertation avec les entreprises. Und dann, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wäre durchaus wichtig, das Ziel an den Kontext von der Corona-Krise zu setzen. Und dafür rechne ich gerne eine Motion an, die Regierung auffordert, die sektoriellen Ziele spätestens bis Ende Januar vorzulegen, weil alle Betroffenen, und das sind wir alle guten, Planungssicherheit verdient haben. In diesem Kontext will ich aber auch noch erwähnen, dass in einer ersten Phase vom Gesetz als Sektor seine eigenen, noch unbekannten Ziele hat müssen erreichen. Mit das Lo am Text aber steht, dass Sektoren zwischen den Handel können betreiben und als Sektoren zusammen müssen ein Ziel erreichen und das Sektor übrigens auch nach seinen nicht erreichten Zielen kann man dann das nächste Jahr holen. Das kann in so oder so gesehen. Entweder am Sinn von der Flexibilität, mehr am Sinn von eigentlich will kein Matt machen und eigentlich will kein aufhängen. Und ich vermute, dass das auf eine mangelnde Begeisterung für Sektoren und noch am Ministerien zu feiern ist. Und ich gebe mir an der Minister gerne frohen, wo die nicht unerhebliche Wandel von der Approche hier kommt. Und genau an diesem Kader will ich nach ein Kehr und froh von meiner Fraktionschef und der Kollegin Martin Hansen erinnern, die für einem Jahr an der Aktualität, was Landwirtschaft nur gefroht hat, nur die Carbonspeicherkapazitäten von der Landwirtschaft, auf wie viel hinne kann gerechnet gehen. Sie hatten der Kommissionssitzung vom 20. November 2020 nach ein Kehr nur gehakt, weil nur einem Jahr nach immer kein Antwort da war. An die hat der Ministerstaat verwiesen, ob eine Etude über die verschiedenen Reduktionskapazitäten, und ich gebe euch gerne frohen, wo man in der Zwischenzeit da sind, weil auch das als Teil von der Planungssicherheit. Zum zweiten Prinzip, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der globale Approche zum Klimawandel. Und dabei will ich 3 Sachen an den Thron werfen, den Geoengineering, der Wachstum und Justice Klimatik. 3 Sachen, die extrem wichtig sind, aber die an diesem Gesetz total fehlen. Geoengineering sind technische Ansätze, die CO2 aus der Luft zu holen, probieren. An Doruna geht am Mann immens viel geforscht. Als Gesetz ist hier allerdings auf dem Punkt blank. Es geht allein um CO2-Emissionen, aber nicht um Banne von existierendem CO2. Das ist nicht globalen Aussatzmengen an, und das bedauern wir. Weil der Weltklimarat IPCC oder seinem famosen Rapport von 2018 festgestellt, dass Ziele von Paris 2015 lang durch Emissionsansporungen höchstwahrscheinlich nicht können erreicht gehen, weder für 2030 noch für die Klimaneutralität 2050. Der Rapporteur François Bonneau und ich hatten auf der COP25 beim Parlamentariertreffen Chance, den Forscher live die für Not zu lauschen. An diesem Text aber steht, le projet de loi fixe tout d'abord l'objectif de la neutralité climatique, donc l'objectif d'atteindre zéro émission nette à l'horizon 2050. Es geht also um die Emissionen. Es fehlt aber eine Strategie, wie wir wollen negative Emissionen produzieren, die es braucht, für Klimaneutralität zu erreichen. Weil da verschiedene Branchen, zum Beispiel an der Landwirtschaft oder am Flugverkehr, auch nur 2050 nach Emissionen gehen. Dafür bin ich froh, und jetzt mit der Minister, wie gesagt aus mit den letzten Bemühungen den Geoengineering. Ist das ein Thema, weil das interessiert, als immer vielleicht sogar Teil von einem Forschungsprojekt. Aber worum es hier geht, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist den zertifizierten Aufbau von den Treibhausgasen, die nur allen Bemühungen trotzdem noch bleiben. Nicht Vermeidungen lang also, mehr den Aufbau. Und davon ist eben leider am Gesetz, aber auch am PNEC nicht zu lesen. Was könnte man machen? Das erste wäre, wir müssten also als Lützeburg ein Netto-Null-Ziel gehen. Aber man darf nicht wollen, dann ist der Zweite unbedingt an die entsprechende Forschung zu investieren. Für den Aufbau von CO2 und den anderen Treibhausgasen gehen schon 3 große Verfahren übrigens. Da gibt es Topforstung, also Bäumpflanzen. Da gibt es Carbon Capture and Storage Verfahren, wo CO2 aus der Luft gefiltert und innerirdisch gespeichert wird. Wozu es schon Projekte an Island, zu Rotterdam und zu Oslo gibt. Und da gibt es auch noch die sogenannten BECS.
besonders für der Finanzwelt, Bioenergy with Carbon Capture and Storage Verfahren, bei dem auch nach Energie aus Biomasse produziert wird. Konklusion heischt, für die Klimaneutralität zu erreichen, gehen Klimagesetz an der PNAC lang nicht durch. So gut, wenn sie bis auf die letzten Details total präzise wären, spezifiziert. Sie sind vor 4 Jahren auf einem A-Plan. Langfristig gesehen brauchen wir weiter nach mehr unkonventionellen Maßnahmen. Für den Rest, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann ich just ein als Erstaunen zum Ausdruck bringen, was mein Kollege Claude Wiesler auch schon ein paar Mal geschwärzt hat, dass kein Wort zum Wurstum und zum Wurstumsmodell verloren geht. Han um einer Stadt auch die groß froh, die Klimawandel stellt, nicht allein, wie man so sehr wie möglich, so viel wie möglich CO2 können abspuren, mit wem wir als Lützeburger Gesellschaft auf Dauer wollen leben. Ob man den Ansatz für den Klimawandel dauerhaft als eine Obligation und als Druck verstehen, auf Verbausen erleben oder ob es zu einer intrinsischer Motivation geht. Ob man fertig bringen, los als Lebensstil zu verändern, fort von einer konsumistischen Ausbeute von den Ressourcen, wenn es einen Neoliberalen immer mehr sehr und immer mehr heisch. Ob wir Eis packen, und ob wir es packen, am Respekt für unsere Ressourcen zu leben. Dass es enger erschöpfter Erd mit erschöpften Menschen, ein gesund Erd mit Menschen gibt, qui se porte bien, Stichwort bien-être, gesund, fair und gerecht zu leben. Du gehören dann auch so Themen dabei wie Luftverschmutzung, Verstopfung von den Straßen, an anderen Themen, die die Lebensqualität von den Leuten beschreiben. Mein Kollege Martin Hansen hat bei Metall der Nation den Blick viel mehr weit gereicht. Klimapolitik muss Hand in Hand gehen mit Kreislaufwirtschaft, Stadtentwicklung, Mobilität, Energiepolitik und nachhaltiger Lebensmittelproduktion. Auch Plans sektoriell sind übrigens dringend nötig, weil die definieren ja zum Teil, wo wie viel Grenzzonen es kann und muss gehen, was ja alles mit an diesem Klimakontext mit spielt. Es wird sicher nach einer anderen Gelegenheit gehen, für die Transition hin zu einem anderen Gesellschaftsmodell nachzudenken, mit das erstaunlich, mit einer Pertinenz froh vermittelt wird. Aber wo wir schon dabei sind, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Konzept von einer Transition kommt wohl nicht als großphilosophisches Konzept am ursprünglichen Text für. Par contre, gibt es aber 3 andere Begriffe, die aber gestracht wurden, ohne dem Staatsrat ein Offer zu machen, mit der sie hätte gerettet gehen. Und das sind 3 Schlüsselbegriffe: Équité sociale, Justice climatique und Urgence climatique. Und der Kollege David Wagner hat an der Kommission zu Recht darauf hingewiesen, dass wie wenn Herrn just es Klett vor Gesetz übrig bleibt. Ich meine, der Mouvement Ökologique hat das immer wie von einem ausgehirrlichten Text geschwärzt. Genau das ist es. Wir haben zwar große Begriffe am Kopf, aber sie kommen weder an das Gesetz, noch fanden wir sie Herrn an der Pertinenz von den Mesuren zurück. Sie bleiben Worthülsen auf der Strecke. Es geht daher viel mehr wie just um ein technisches Gesetz für die Reduktion von CO2-Emissionen. Es geht um zusätzliche Maßnahmen, es geht um eine große Vision, es geht um großartige Leitideen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das 3. Prinzip als Partizipation von den Leuten oder von der sozialen, der geliebten Arbeitung von diesem Gesetz. Und doch so sind wir gerade bei einem kruzialen Punkt gekommen. Ob Klima geschützt wird, als haben wir nicht konsequent von einem Gesetz. Mit das Resultat davon, ob das Gesetz umgesetzt wird, auf wem, auf wie viele Leute dem gesagt wird, auf wie dem gesagt wird. Aber für allem ist es froh, ob die Leute mitmachen. Weil wenn wir den politischen Weg von den Incentives gehen, das ist ja eigentlich der Königsweg an einer Demokratie, für eine Verhaltensänderung zu bringen, dann ist doch die entscheidend froh, machen die Leute überhaupt mit. Es geht um eine positive Klimapolitik, wie Martin Hansen immer sieht. Denn eine Klimapolitik, die mitreißt, eine Klimapolitik, die ihr wollt, eine Klimapolitik, die zu einem gesellschaftlichen Projekt geht. Und zu dieser fundamentalen Frage will ich aber ein paar Sachen suchen, weil ich meine, hier sind wir nicht im richtigen Weg. Und ich will 4 kleine Stichwörter an den Thron werfen: Steuerreform, Verteilungsgerechtigkeit, Transparenz und Vorbildfunktion. 4 Königswege für die Akzeptanz bei den Leuten zu verstärken und zu erreichen. Das ist das, was mein Kollege Claude Wiesler auch schon gesagt hat. Idealerweise müssen wir so ein Gesetz an den Kontext von einer globalen Steuerreform setzen. Er hat damals die 3 Konditionen genannt, zu denen wir mengen,
dass eine CO2-Bepreisung kann überhaupt effikaz sein, wenn sie wirklich zur Minderung vom CO2 feiert, und nicht lang zu mir volle Staatskäsen, wenn sie aufgestimmt, dass man der Steuerlandschaft nicht einfach on top dabei könnt, aber wenn eine Reihe Sozialmesuren mitgeholt gehen, wie zum Beispiel eine Exemption von der CO2-Steuer, wenn ich keine Alternativen hat, ein Kreditimpôt oder ein Energiecheck, wie dann zum Beispiel in Frankreich ist. An irgendwie fanden wir das ja alle gut richtig. Wir packen das einfach falsch un. Ich habe den Eindruck, dass Lützeburg die sogenannte Sozialpolitik noch immer kein Politiker ist für ein gerecht an eine ausgeglachte Behandlung von der ganzen Gesellschaft, mehr eine karitativ nische Politik für die Pur, denen es nicht gerade so gut geht. Und das führt dazu, dass man zwar großartig Gesetze entwerfen für die Großen der Gesellschaft, und dann noch bemol merken, dass es so pur Leute gibt, die nicht richtig mitkommen, und da gehen wir denen pur so mehr wie eben all den anderen. Und zu Lützeburg gehen wir natürlich all den anderen noch nach dieselbe zu, für das Kicker so nicht nicht gut. Das ist aber nicht das, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir eigentlich wollen. Da hat mein Kollege Marc Spautz immer daran erinnert, dass es um einen gerechten Umgang mit der gesamten Gesellschaft geht. Also mit sozialer Staffelung, mit mehr gerechter Verteilung, mit der Summefeiere von den Leuten durch die Summefeiere von den Chancen an ihre Moyen. Mit diesem Gesetz können wir immer so viel Sozialmesuren, ja, auf alle Fall, mehr hier bis sie und da bis sie. Aber wenn das systematisch durchdenkt, dès le début, da können noch ein anderes Resultat. Da kann die Mesure fanden, die die Leute alle Guten helfen, pro Klima zu handeln, und zwar konsequent agieren. Wie mehr Hilfe braucht mehr, wie Männer Hilfe braucht Männer. Andere Länder machen das viel, vor allem die Schweiz und Schweden. Möchte das Modell, den Abkommensaufhängig übrigens, aufhängig, an British Columbia. Mein Kollege Gilles Roth und nach für kurzem darauf hingewiesen, bei den Autosprämien von 8.000 € für den Hybrid und für den Elektroauto. Ganz genau, Herr Bauler. Weil das schon tatsächlich am Gesetz dran steht. Am Artikel 14 stehen die Montoren am Gesetz dran. Hier hat das demonstriert gerechnet, dass die nicht so gut dran sind, trotz den 8.000 € nie auf den Auffangspreis kommen, für sich ein Elektro- oder ein Hybrid können zu leisten. Und dass ihr hier Gedanken vorstellen könnt über die sie x-mal können leisten und dann die 8.000 € erstreichen. Wen hört, kriegt einfach nach mehr. Und ich fand das ein schlimmer Viergang. Natürlich kann ich sagen, dass das auch die besser gestaltet soll motivieren, für sich ein Elektro- oder ein Hybrid zu kaufen. Aber dann hätte ich die Subvention und den Preis zum Auto koppeln. Es müsste auch klar darum gehen, auch dem, den sich es definitiv nicht leisten kann, trotz der Prim, für dem zu helfen, sich klimafreundlich zu bewegen. Das heiten als an Eisenahne Kuckucksee, was das nicht von diesem Gesetz lädt. Weil etwas, womit man definitiv nicht d'accord sind, nämlich das heiten, wird überflüssigerweise so mit dem Monton an ein Gesetz geschrieben, mit einem Gesetz, mit dem wir aber unbedingt wollen d'accord sind, wenn wir es ausschwätzen für den Klimaschutz. Ein Kuckucksee, was ganz bedauerlich ist. Aber wir schon dabei sind. Wie ist es dann überhaupt zu erklären, dass der Montant von 8.000 € im Gesetz steht und nicht an einem Reglement Grand Ducal? Ich will einfach just, und das wirklich neutral nachfragen, was das Motivation dazu, das überhaupt zu machen. Und dann noch etwas. Hybridautoren. Eine deutsche politische Satiresendung hat letzte Freude klar gemacht, was für ein Klimakiller-Potenzial die haben. Oft sind sie just zweit- oder drittwen, oft geleast und oft so gefahren, dass die Batterie mal nicht gebraucht ist. Weil so die suffisante Kommentare an der Sendung sie sowieso just durchgeht, für aus der Garage rauszuholen. Aber für den Rest lebt der Verbrenner, verbrennt umso mehr, wenn eine schwere Batterie mit sich schläfen hat. Und dafür geht es 8.000 €. Du stimmt da etwas nicht. Du geht eine reiche Klientel versucht, und das sind Inkohärenzen, die die Leute einfach auf die Suche gehen und sie einfach nicht akzeptieren. Wenn wir wollen, dass Leute mitmachen, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, da muss man es auch nicht anlehnen. Da muss es mehr ausgeklügelt sein. Da müssen Mesure gerecht verteilt sein zwischen den Bevölkerungsschichten, Staat, Land, arm, reich. Es muss transparent sein mit der Recette, was mit der Recette geschieht. Dass das nicht mehr die normale Bürger, mehr auch die Industrie und Wirtschaft mit angebunden sind. Bonnet Rouge und Gilets jaunes müssen als ein warnend Lehrer sein. Und einen schönen Eindruck, sie müssen uns daran erinnern, dass wir gut müssen aufpassen, was wir hier machen. Und ich will das letzte Problem nach einem schreiben. Die Ärmsten geben viel mehr Prozent von ihrem Revenu aus für Energie wie die Reich. Unter anderem, weil sie echt im Land wohnen und ein Auto brauchen.
Ich erinnere daran an eine Question parlamentär, die ich zusammen mit meinem Kollegen Jean-Paul Schaaf gestaltet habe, an die er nicht beantwortet wurde. Die Lehre ist nicht aufgelaufen, das geht nicht so. Zu Lützeburg soll die Sozialaufforderungen über den Kreditimpôt und Allokation de Vichère geschehen. Studien beweisen, dass nicht nur ein Dachkommes, mir auch der benutzte Brennstoff, ein Heizstoff besitzt in einem Auto, an Wohnplatz, aufhängig davon, ob in der Stadt oder im Land wohnt, relevante Aspekte sind, die die Sozialimpakte von einer CO2-Steuer beeinflussen. Eisfroh ist, ob es Berechnungen gibt, und zwar detailliert, für die Sozialimpakte zu chiffrieren, aber was das bedeutet im Vergleich mit den Mesuren, die die Regierung vorgesagt und ob sie dadurch ausgeglichen gehen. Und dann, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschehen Partizipation an Akzeptanz auch durch Transparenz. Und dafür sind die sektoriellen Ziele so eminent wichtig. Und dafür muss auch Transparenz sein, was mit den Suen aus dem Klimafonds geschieht. Weil da gibt an den nächsten Jahren massiv Suen dran gesammelt und gepumpelt, wie Codecon festgestellt wird. Und ich will mich mit der Minister schon erfreuen, wie das Transparenz garantieren will, und wie das Monitoring von diesen Suen ausgesetzt. Und schließlich geht die Akzeptanz in der Bevölkerung viel mehr groß, von der Staat am gute Beispiel 4 geht. Und ich erinnere daran, dass die Motion von der CSV zur Neutralität Klimatik und Administration aufgelehnt wurde. Und da stand dran, invite le gouvernement à fixer l'objectif de neutralité climatique au sein de l'administration étatique au plus tard à l'horizon 2030, à élaborer un catalogue de mesures ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre de ces mesures en vue de la neutralité climatique au plus tard pour 2030, à analyser le coût des différentes mesures et les économies de CO2 et d'énergie escomptées. Conclusion, nicht Wasser predigen, aber Wein trinken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass gern hat, dass wir nur Ziele aller recht sind, mit Leid, Zähneknirschen drinnen glitten wird, nicht gerne mitgemacht wird. Und natürlich kann ihn den Leid etwas zumuten. Man ist leider in den letzten Jahren viel zu viel gewinnt, dass immer im Kado verdient werden und das Problem mit einer strandsvoller Suche gelöst werden. Merdet das kein Wannestift ernst, merdet mit Fanger Spitze gefehlt, mit einem Sinn für soziale Gerechtigkeit und Zusammenführung für Kohäsion sozial. Und dann, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch kurz zum feierten Prinzip, und dem ich dieses Gesetzesprojekt will müssen. Verlangen wir von unserem Land nicht just Anstrengungen, wir beten wir auch Chancen, Opportunitäten. Die Chambre de Commerce schwätzt von Opportunité sozioökonomik. Das war der Lützeburger Finanzplatz als Vierreiter an den nachhaltigen Finanzen. Lang war es der Fall am ökologischen Bereich, also bei den Green Finances, und nun ist die soziale Wolle, die immer mehr dabei kommt, und seit vom ökologischen Wolle, also nachhaltige Finanzen, Emprunt an Investmentfonds. Mit geht auf der Finanzplatz ein ganz fundamentales Gesetz, und ich so dass man unter der Kontrolle vom Kollegen Laurent Moser. Wenn nichts Terrain geschieht, da stellt sich auch kein Vorwurf für Finanzierung. Finanzen stehen Hand in Hand am Dienst von der Realökonomie. Wenn wir also als Betrieber Incentives geben, dem Mittelstand, der Landwirtschaft, mir auch den Großen, für sich selber nachhaltig aufzustellen, dann holen auch die Lützeburger den nachhaltigen Financing von unserer eigenen Finanzplatz in Anspruch. Und in dem Kontext, an nur den schwierigen Umständen von der Joghurtfabrik, wo ich meine, dass die Regierung sich fern blamiert wird, will ich bei ihr, mit der Minister, nach ein Kehr nachfragen, wie dann nur ist mit dem Nachhaltigkeits- und mit dem Klimacheck. Aber wenn wir schon dabei sind, da geht auch nach mehr. Da können wir Betriebe ansiedeln, die direkt Akteure sind, für Transition, Klimagerechtigkeit zu konstruieren, vorzubereiten, umzusetzen, zu produzieren, auch für so eine Industrie zu Lützeburg zu schützen und überhaupt für alle Betriebe zu schützen, die sich an Klimakriterien halten. Erlaubt mich mal ganz kurz noch zu erwähnen, dass man unbedingt auf europäischem Niveau Fuiten muss vermeiden, die geschehen für Firmen, die sich nicht daran halten, an dat net reguliert Ausland gehen, dobelig produzieren, an Heiner wollen importieren. Als CSV meist du für bei dem Programmkongress 2019 für eine Importsteuer auf diesen europäischen Grenzen ausgeschwert an Minister. Ich will dich fragen, wie steht dir zu diesem Thema? Und darüber heraus stellt sich zum Schluss die ganz visionär an die wichtig Frage, göttet Minister eine Strategie für zu Lützeburg Betriebe umzusiedeln, die Stockage von Energie zum Beispiel schaffen, die am Wasserstoff forschen,
die innovativ Ideen umsetzen. Wofür nicht ein Silicon Valley, bitte für Transitionindustrie oder für die Wasserstoffindustrie? Da kein Silicon Valley mehr, Recycle Valley oder ein Transition Valley. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Hilft also das Gesetz als Großziele zu erreichen? So sicher nicht. Das allerdings an allerhöchstens ein Puzzlestück, weil man der Zeit immer mehr klein genoss, bis sich praktisch an sich selber abgelöst wird. Und das mich persönlich beiß, weil ich fand, dass das Gesetz enorm wichtig ist, ein enorm wichtiges Thema beschreibt. So viel anderes müsste noch dabei gemacht gehen, so viel mehr deutlich müsste es sein, als so viel anderes müsste auch anderem organisiert gehen. Was also machen, wenn wir unbedingt wollen, dass der Klimaschutz unterstützt wird? Was also machen, wenn so ein Gesetz durchleitet? Aber wir wollen, dass der Klimaschutz das Haupt- oder ein zentral politisch Urleisheit zu Lützeburg gibt. Wir stimmen das Gesetz mit, weil wir absolut und ohne Zweifel wollen, für die Urgenz vom Klimaschutz antreten, aber weil es besser ist, wie nichts zu haben. Mir irgendwann ein Kehr nichts zu haben, nämlich 0 CO2, also so wichtig, dass das Gesetz trotzdem nicht durchgeht. Das ist nicht vielmals. Merci. Merci vielmals, Herr Galles. Nächster dargeschriebene Redner aus dem honorablen Herr Max Hahn. Herr Hahn, die Wort.